Äthiopien in Afrika. Enorm artenreich und Heimat vieler Tiere, die nirgendwo sonst auf der Erde vorkommen. Im Süden liegt der Bale Mountains Nationalpark, Naturjuwel und Ursprung lebensspendender Flüsse. In ganz wenigen Regionen dieser Erde wird so deutlich, dass das Überleben einzelner bedrohter Arten so eng verknüpft ist mit dem Überleben der Menschheit. Rund 12 Millionen Menschen hängen von den Flüssen ab, die in den Bale-Bergen entspringen. Damit sie nicht versiegen, muss der Nationalpark erhalten werden. Doch wie kann das gelingen? Wasser ist Leben. Doch in vielen Regionen Äthiopiens gibt es nicht genug davon. Die meisten Menschen hier sind Bauern. Viele arbeiten bis heute mit einfachsten Methoden. Geeignete Anbauflächen und Viehweiden sind knapp. Äthiopien zählt zu den bevölkerungsreichsten Ländern der Erde. Über 100 Millionen Menschen leben hier. Jedes Jahr wächst ihre Zahl um etwa 2,5 Millionen. Bei gleichbleibendem exponentiellen Wachstum könnte sich die Bevölkerung etwa bis 2050 verdoppeln. Äthiopien liegt im Osten Afrikas. Ein Land, das von hohen Gebirgen geprägt ist. Im Süden schützt der Bale Nationalpark die afroalpine Bergwelt. Dort leben nicht nur viele seltene Tier- und Pflanzenarten. In dem Gebiet entspringen mehrere Flüsse, die durch Somalia zum Indischen Ozean fließen und Millionen Menschen mit Wasser versorgen. Die Bale-Berge sind der Wasserspeicher der gesamten Region. Für den Erhalt des Nationalparks setzt sich die Zoologische Gesellschaft Frankfurt bereits seit 2004 ein. Ihr Direktor, Dr. Christoph Schenk, will sich vor Ort ein Bild machen, weil er weiß, wie enorm wichtig das Gebiet ist. Wenn man sich anschaut, wie ist die biologische Vielfalt auf dieser Erde verteilt, dann ist sie sehr ungleich verteilt. Wir finden auf 20% der Erdoberfläche 80% der Arten. Wir müssen gar nicht alles überall schützen, wir müssen nur die richtigen Gebiete schützen. Zu den ganz wichtigen Gebieten auf dieser Erde gehören die sogenannten Hotspots, also Gebiete mit besonders vielen Arten, die auch nur in diesen Gebieten vorkommen und die auch schon sehr viel an Fläche verloren haben. Und einer dieser besonderen Hotspots ist tatsächlich dieser afroalpine Bereich hier in Afrika, zu denen auch die Bale-Berge gehören. Die Region ist zum großen Teil mit Wald bedeckt. Es ist eines der letzten intakten Waldgebiete in ganz Äthiopien und hat enorme Bedeutung als Lebensraum für Wildtiere und Pflanzen, für ein ausgeglichenes Klima und für den Wasserhaushalt. Zwischen uralten Wacholder- und Koso-Bäumen leben verschiedene Pflanzenfresser, unter anderem die extrem seltenen Bergnyalas, eine spezialisierte Antilopenart, die ausschließlich im Hochland Äthiopiens vorkommt. Gerade mal 3000 Bergnyalas leben noch in freier Natur, die meisten im Bale Nationalpark. Auch das Heer der kleinen Kreaturen ist sehr vielfältig. Unter den Reptilien und Amphibien durften einige Arten noch gar nicht entdeckt sein. Rund 1300 Blütenpflanzen wurden in Bale nachgewiesen. Auch von ihnen kommen viele ausschließlich hier vor. Die Artenvielfalt wird durch das Klima begünstigt. Wo Berge die Wolken einfangen, gedeiht ein üppiger Nebelwald. Tropfen sammeln sich an Moosen und Flechten. Sie vereinigen sich zu Rinnsalen, die wiederum zu mächtigen Strömen heranwachsen und Millionen Menschen mit Wasser versorgen.
Christoph Schenk ist auf dem Weg zum Hauptquartier des Nationalparks. Schon auf der Fahrt fällt auf, wie massiv Menschen hier die Umwelt verändert haben. Die vielen Kühe sind ein Anzeichen dafür. Das eigentlich klare Wasser ist braun gefärbt vom Boden, den es wegspült. Wir sehen hier ganz vielfältige Einflüsse des Menschen. Wir sehen natürlich die sehr hohen Viehbestände, die starke Übernutzung der Landschaft, die Erosion durch den Tritt und durch den Verbiss, aber dann natürlich auch die zusätzliche Erosion durch das Wasser hier und im Hintergrund die Eukalyptuswälder. Also wir haben eine völlig veränderte Landschaft, die in einem sehr schlechten Zustand ist. Die natürliche Vegetation musste inzwischen einer Monokultur aus Eukalyptusbäumen weichen. Also es sieht ja wirklich eigentlich ganz nett aus hier mit den Rindern im Wald, aber der Schein trügt tatsächlich. Wir haben hier Eukalyptus stehen, also eine Baumart aus Australien, die nimmt enorm viel Wasser auf, ja, verdunstet auch sehr viel Wasser, ja, ist von daher schon problematisch. Und natürlich ist es extrem artenarm hier. Der Naturreichtum Äthiopiens ist hier längst verschwunden. Viele Kinder kennen ihr Land gar nicht mehr anders. Eher mit Dürren und Trockenheiten und tatsächlich nehmen auch diese zu, aber wir sehen, es gibt auch was anderes. Es gibt nämlich sehr starke Regenfälle und den schwemmen den Oberboden ab, der natürlich ganz wichtig ist für die Landwirtschaft. Das heißt, für die Menschen wird es immer schwieriger, hier Landwirtschaft zu betreiben. Gleichzeitig wächst die Bevölkerung und das erhöht natürlich enorm das Risiko, dass die Menschen nicht mehr da bleiben können, wo sie heute sind. Das heißt, dass sie woanders hin migrieren müssen. Christoph Schenk fährt weiter Richtung Hauptquartier des Nationalparks. Dort erwarten ihn bereits Männer und Frauen, die als Ranger für den Park arbeiten. Der Direktor der Zoologischen Gesellschaft Frankfurt nutzt jede Gelegenheit, die Mitarbeiter zu motivieren. Die meisten Angestellten kommen aus den umliegenden Dörfern und machen den Job, weil es kaum andere gibt. Um die Parkregeln durchzusetzen, müssen sie gelegentlich gegen den eigenen Nachbarn vorgehen, was immer wieder zu Konflikten führt. Solche Herausforderungen kennt die Zoologische Gesellschaft Frankfurt. Die international tätige Naturschutzorganisation unterstützt die äthiopischen Behörden finanziell und sie hilft auch beim Management von großen Schutzgebieten. Der Bale-Nationalpark hat eine Fläche von rund 2500 Quadratkilometern. Es gibt jedoch nur wenige Straßen. Und so sind die Parkwächter oft auf Pferden unterwegs, um in dem Gebiet zu patrouillieren. Ein Trupp berittener Ranger kreuzt den Weg. Sie berichten, dass mitten im Nationalpark Kühe gesichtet wurden, die dort nichts zu suchen haben. Die Tiere müssen eingefangen werden. Auch solche Situationen können durchaus eskalieren. Was man so gar nicht denken würde, eigentlich in diesem friedlichen Land Äthiopien, ist, dass es doch auch ziemlich konfliktträchtig ist und dass es durchaus zu gewalttätigen Auseinandersetzungen kommt. Es ist einfach ein starker Konflikt zwischen der Nutzung der Ressourcen und der Notwendigkeit, diesen Park zu schützen. Die Arbeit ist gefährlich und entbehrungsreich, aber auch sehr wichtig. Daher finanziert die Zoologische Gesellschaft Frankfurt Material und Einsätze der Patrouille. Unter die wilden Bewohner des Nationalparks mischen sich immer wieder Haustiere. Diesmal grasen Pferde neben Bergnialas.
Tatsächlich sind auch Kühe in der Ebene unterwegs. Solche Tiere werden beschlagnahmt. Das kommt immer wieder vor. Routiniert treiben die Park Ranger die Tiere zusammen. Ein paar Schafe sind auch dabei. Die Nutztiere konkurrieren mit den Wildtieren um das Futter und sie könnten Krankheiten übertragen. Sie werden nicht getötet, sondern lediglich eingefangen. Denn die Rinder und Schafe haben einen großen Wert für die Menschen. Ziel ist es, eine möglichst friedliche Lösung für alle zu finden. Die Ranger bringen die Haustiere zu einem Kral, wo sie festgehalten werden und auf ihre Besitzer warten. Diese können sie gegen Zahlung einer Strafe wieder auslösen. Good morning. Mittlerweile ist auch Christoph Schenk eingetroffen. Good morning. Morning. Die beschlagnahmten Tiere müssen noch etwas ausharren. Zunächst muss der Viehhalter ein Bußgeld zahlen, doch das ist nicht allzu hoch. Geduldig versuchen die Parkmitarbeiter und Christoph Schenk den Menschen immer wieder zu erklären, warum sie sich an die Regeln des Parks halten sollen. For your children as well. No? So that is the conflict we are in. No? Ich habe keinen Vorteil vom Nationalpark. Gut, wir nutzen Wasser vom Park und vielleicht ist er auch wichtig für die nächste Generation. Aber mir bringt der Park heute nichts. Schließlich kann der Besitzer seine Tiere wieder in Empfang nehmen. Diesmal ist alles gut gegangen, doch nicht immer zeigen sich die Betroffenen einsichtig. Wir haben ja auch in den Gesprächen jetzt gerade gehört, dass die Bauern gesagt haben, wir haben keinen Vorteil vom Park. Ja. Und so zeigt sich die Welt für die auch, ja, weil der Vorteil vom Park, der ist ja gar nicht so fassbar. Der manifestiert sich ja oft erst in Jahrzehnten, ja, wenn der Wald zum Beispiel weg ist und das Wasser da durchrauscht und den Boden mitnimmt. Und deswegen ist es so schwierig. Und letztendlich muss man sagen, gibt es keine gute Lösung. Äthiopien. Schönes Land, viele Probleme. Üppige Bestände von Fackellilien gedeihen auf dem Hochplateau von Bale. Dort lebt ein extrem seltenes Tier, der äthiopische Wolf. Es ist die seltenste Wildhundart der Welt. Nur rund 500 von ihnen leben noch in freier Natur, etwa die Hälfte davon in Bale. Der Nationalpark ist die wichtigste Bastion für das Überleben des äthiopischen Wolfes geworden. Einst waren die Tiere im äthiopischen Hochland weit verbreitet, doch vor den Menschen mussten sie sich immer mehr zurückziehen. Sie jagen bereits auf 4000 Meter Höhe. Weiter nach oben ausweichen können sie nicht. Inzwischen sind große Teile des Landes für sie fast unbewohnbar geworden. Nagetiere sind ihre bevorzugte Beute. Hier oben gedeihen stattliche Exemplare, wie etwa die bis zu 1 Kilo schwere Riesenmaulwurfsratte. Äthiopische Wölfe jagen allein.
Doch selbst hier oben, in diesem abgeschiedenen Winkel der Erde, treffen sie auf Haustiere. Mit den Viehhirten gibt es keine Konflikte, denn die Wölfe interessieren sich nicht für Rinder. Doch wo Vieh ist, sind auch Hunde nicht weit. Und die übertragen unter anderem Tollwut. Eine tödliche Krankheit, mit der sie andere Haustiere, Menschen und Wildtiere infizieren können. Wir sehen ja, dass in den Baselbergen Menschen, Haustiere und Wildtiere sehr, sehr eng zusammenkommen. Und damit ist das Risiko enorm groß, also dass es zum Beispiel zu Beißereien kommt zwischen den äthiopischen Wölfen und den Hunden. Und dann wird die Tollwut zum Beispiel natürlich sofort übertragen. Die Wölfe, weil die ja auch sozial lebend sind, übertragen das dann auch innerhalb ihres eigenen Rudels. Und dann sterben eben sehr, sehr viele Tiere in sehr, sehr kurzer Zeit. Deswegen ist es wichtig, die Haushunde präventiv gegen ansteckende Krankheiten wie Tollwut und Staupe zu impfen. Das macht ein Team des Ethiopian Wolf Conservation Program. Die Hunde sind es nicht gewohnt, von Menschen berührt zu werden und können bereits Überträger sein. Daher sind ein paar Sicherheitsvorkehrungen nötig. Trotz des lautstarken Protests, letztlich hilft die Impfung den Hunden, den Menschen und den bedrohten äthiopischen Wölfen. Sogar in den letzten intakten Wäldern des Schutzgebiets liegen illegale Siedlungen. Es ist eines der größten Probleme, mit denen die Parkverwaltung zu kämpfen hat. Der Ort Rira befindet sich mitten im Nationalpark. Die ersten Hütten wurden noch geduldet, doch dann bauten die Bewohner trotz Verbots weiter. Inzwischen ist eine große permanente Siedlung entstanden und wächst ständig. Rund 500 Familien leben mittlerweile in Rira. Hier ist der Empfang bei weitem nicht so herzlich wie sonst in Äthiopien üblich. Christoph Schenk interessiert sich dafür, wie die Menschen mittlerweile zum Schutzgebiet stehen. Vom Nationalpark haben wir gar nichts, obwohl wir eine Menge Dinge für unsere Zukunft brauchen. Der Naturschützer möchte wissen, welche Dinge sie am dringendsten benötigen. Wir brauchen eine Schule und eine bessere Infrastruktur, wie sauberes Wasser und Elektrizität. Für die Menschen zählt das Heute mehr als das Morgen. Selbst wenn die Probleme bekannt sind, die mit der Zerstörung der Natur einhergehen. Der Wert intakter Wälder zeigt sich für sie oft erst nach Jahrzehnten. Hier ist noch einiges zu tun. Frankfurt people, conservation people now, and we have to find solutions now for the people and for the forest. Now, that is very clear. Die Stimmung bleibt angespannt. Dabei wäre es so wichtig zu reden, denn alle Menschen hier hängen von einem funktionierenden Ökosystem ab. Ein System, das sauberes Wasser liefert und die Erde auf den Äckern hält. Weiter geht die Reise, denn es gibt Neuigkeiten aus dem Tiefland. Christoph Schenk ist auf dem Weg, den Leiter des Bale Mountain Schutzprojektes zu treffen. Sofort erzählt Neville Slade, wie dramatisch die Situation im Tiefland ist und zeigt Bilder aus dem Grenzgebiet von Südäthiopien und Somalia. Die gesamte riesige Region ist vom Wasser aus den Bale-Bergen abhängig. Dort leben rund 12 Millionen Menschen. Aber das Wasser bleibt immer häufiger aus. Langen Dürreperioden kann das Vieh nicht standhalten. Doch wenn die Tiere sterben, verlieren die Menschen Nahrung und Einkommen. Vor allem die Landbevölkerung leidet. Manche Flussbetten bleiben staubtrocken. Gleich mehrere Faktoren wirken hier zusammen. Umweltzerstörung, Klimawandel und stetiges Bevölkerungswachstum. In der Summe sorgen sie dafür, dass sich die Menschen nicht mehr selbst versorgen können. Sie werden abhängig von fremder Hilfe. Und wenn es nicht mehr zum Leben reicht, müssen sich die Menschen auf die Reise machen.
Niemand verlässt gern seine Heimat. Aber was hier passiert, ist letztlich der Beginn wirklich von großen Migrationsströmen, die tatsächlich bis nach Europa führen können. Deswegen sind auch Investitionen hier in den Naturschutz, in dieses Wassersystem Barleberge so absolut notwendig. Das sind die viel besseren Investitionen, wie nachher große Schwierigkeiten zu haben mit riesigen Flüchtlingsströmen. Wer bleiben will, braucht eine Perspektive. Und die sollte nicht auf der Zerstörung der Natur aufbauen. Der Anbau von Kaffee eignet sich dafür besonders gut. Die Pflanze gedeiht in den Bergwäldern prächtig. Der wild wachsende Kaffeestrauch stammt ursprünglich aus Äthiopien. Kein Wunder also, dass der Kaffeegenuss hier eine lange Tradition besitzt. Alles wird frisch zubereitet. Coffee to go gibt es nicht. Stattdessen eine aufwendige Zeremonie. Von Äthiopien aus hat das bittere Getränk seinen Siegeszug um die Welt angetreten. Längst werden in der Kaffeeindustrie Milliarden umgesetzt. Doch für die Bauern vor Ort könnte das Geschäft einträglicher sein. Wenn ich so in Europa oder in Deutschland zum Schnäppchenpreis beim Discounter einen Kaffee erwerbe, dann geht ja nur ein ganz kleiner Teil an die Kaffeebauern. Und ganz wichtig ist, dass die Kaffeebauern einen ordentlichen Preis bekommen, weil sonst weichen sie zum Beispiel auf einen illegalen Anbau aus. Das heißt, sie roden den Wald in den Nationalparken, wie zum Beispiel hier in den Barlebergen, um dort Kaffee anzubauen. Das ist natürlich ganz fatal. Und wenn ich denke, ich habe ein Schnäppchen gemacht, dann ist es in Wirklichkeit für die Welt auf gar keinen Fall ein Schnäppchen. Tatsächlich lässt sich mit Kaffee viel Geld verdienen. Daher blüht auch der illegale Anbau. Die Parkranger müssen wieder patrouillieren. Zunächst stoßen sie auf ein illegales Camp von Holzfällern. Begehrt ist das Holz als Baumaterial oder zum Kochen und Feuermachen. Gleich nebenan wächst Kaffee. Was wie eine natürliche Lichtung wirkt, ist eine illegale Kaffeeplantage mitten im Regenwald. Weil Kaffee eine Schattenpflanze ist, gedeiht er unter dem Kronendach besonders gut. Der komplette Unterwuchs wurde für die Pflanzung entfernt. Aus den Dörfern geht man in den Park, pflanzt hier Kaffeepflanzen und wartet dann 3 bis 4 Jahre, bis der reif ist und erntet den dann. Aber dazu wird natürlich die Vegetation gerodet. Man geht auch 2-3 Mal im Jahr hinein, um Vegetation zu entfernen. Also hat schon einen starken Einfluss eigentlich darauf und ist eine illegale Aktivität. An dieser Stelle soll keine Plantage stehen. Dafür sorgen die Ranger. Die Faszination für die Pflanze bleibt jedoch ungebrochen. Das Erstaunliche ist ja, dass diese Kaffeekirschen, dass die eigentlich sehr bitter sind. Und das ist schon sehr, sehr eigenartig, wie man da drauf gekommen ist, die zu trocknen, dann zu schälen, dann nochmal zu trocknen, dann zu rösten und dann aufzubrühen und letztendlich dann zu trinken. Ja, also das ist schon eine verrückte Geschichte. Kaffee, ein kleines Wunder. Eine weitere Einnahmequelle findet sich in den Baumkronen. Nur geschickte und furchtlose Kletterer wie Ismail Abdul Qadir können dorthin vorstoßen. Er nutzt eine raffinierte Technik, um sich mit Seilen, die er mit seinem eigenen Körpergewicht festzieht, langsam nach oben zu arbeiten, oft bis in 30 Meter Höhe. Professionelle Kletterausrüstung oder Schutzkleidung gibt es nicht. Die könnte er gut gebrauchen, denn er ist Honigsammler. Zur Ernte muss er die Bienen mit Hilfe von Rauch vertreiben. Die sind recht angriffslustig. Rund 50 Bienenstöcke hat er hoch oben in den Bäumen platziert. Dort, so meint er, werden sie leichter von den Insekten angenommen und sind zudem für Honigdachse schlechter erreichbar. Wenn alles gut läuft, kann er jeden Bienenstock 2-mal im Jahr ernten. Dafür brauchen die Insekten viele Blüten und einen lebendigen Wald. Nur so, weiß Ismail, wird ihm genug Honig bleiben. Ein mühsames Geschäft, aber er hat ein Auskommen, das mit den Interessen des Nationalparks harmoniert.
Bilanz der Kletterpartie: 3 Kilo Honig. Und rund 100 Stiche. Ihm machen sie kaum noch etwas aus. Es ist einfach meine Arbeit. Ich brauche das Geld. Für meine Kinder, für ihre Schule, für Kleidung, einfach für alles. Vom Wald nachhaltig leben, das kann funktionieren. Aber viele Menschen suchen nach weiteren Entwicklungsmöglichkeiten. Zudem wächst mit zunehmender Bevölkerung auch der Druck auf das System. Jedes Kind wird wieder eine eigene Familie gründen. Alle wollen eine bessere Zukunft. Und wer wollte ihnen diesen Wunsch verwehren? Ist Naturschutz der richtige Weg, um diesen Ansprüchen gerecht zu werden? In wirtschaftlichen schwachen Ländern Afrikas, wie zum Beispiel Äthiopien, würde man ja denken, dass am wichtigsten ist, Krankenhäuser zu bauen, Schulen zu bauen, Straßen zu bauen, Märkte zu entwickeln. Allerdings muss man sehen, dass wenn es nicht gelingt, die Natur zu erhalten und das Klima zu erhalten und den Wasserhaushalt zu erhalten, dann braucht man das alles auch nicht mehr, weil die Menschen dann gar nicht mehr dort leben können, wo sie heute leben. In den Balebergen zeigt sich exemplarisch, was auch für viele andere Regionen Afrikas gilt: zu wenig Platz für Menschen und Wildtiere. Es ist das afrikanische Dilemma. Der Kampf um die letzten verbliebenen Naturräume wird härter. Die Konkurrenz um die letzten Ressourcen wächst. Und so breiten sich illegale Siedlungen mitten im Nationalpark immer weiter aus, wo bis vor kurzem dichter Regenwald stand. Bedrohte Tierarten können nicht mehr ausweichen. Sie leben vielerorts wie auf Inseln in einem Meer aus Zerstörung. In Äthiopien kommen einzigartige Tiere vor, die es nirgendwo sonst gibt. Sollten sie verschwinden, würde sich die Welt trotzdem weiterdrehen. Aber jeder weitere Verlust einer Art zeigt, dass die Systeme nicht mehr richtig funktionieren. Doch auf Ökosysteme, die zuverlässig sauberes Wasser, frische Luft und fruchtbare Böden liefern, können auch wir Menschen nicht verzichten.